Moin! Hva lavsaksisk? Lavsaksisk, eller nedersaksisk, et vestgermansk språk som stammer fra oldsaksisk, et av forfedrene til engelsk. Etter flere hundre år med marginalisering det nå offisielt anerkjent i det nordlige Tyskland og det nordøstlige Nederland. Som det internasjonale handelsspråket i Hansa-forbundet hadde lavsaksisk betydelig innflytelse på blant annet skandinaviske språk i middelalderen. Det finnes også flere lavsaksisktalende samfunn i Amerika, blant annet enkelte mennonittgrupper. I Tyskland kalles språket normalt nedertysk eller platisk, selv om disse navnene kan være misvisende. Teufen og Bronstein. Was sagst Marleen? Fragt Silke und holt Etenpacken uten Kölschab. Mit Frau Leumann in 21 Karatnuschins Gaubach-Dohl. Jo, dat stimmt, adert Marleen und gött sich noch ein Bäten Kappe in Bäger. Rieder was für Viertein doch noch heil, krägel und schwungvoll. Dat was schon noch verdient hier. Warum nimmst Rieder? Fragt Silke. Sind Ökonoms nicht gegen die Vorschrift? Marleen knickert und verklort. Rieder hat eigenen Vorschriften und die sind strenger. Kriegst von deftig ein ob'n Dassel, wenn du mit Frau Löhmann ansnackst. Bourgeois nennt sie dat. Die ist schon knallharte Kommunistische. Silke ist baff und fragt, und warum Rieder und nicht Margarete oder Grete? Marleen tuckschullert. Ist doch Sponge, sagt sie. Der kommt ja aus Mexiko. Margarete Leumann aus Mexiko? Fragt Silke nur noch baffer. Und dort auch noch kommunistisch? Hat sie Verwandte hier? Marleen winkt ab und andert. Nicht hier nicht und nicht dort nicht. Ist steinalt und hat Hühn und Perdün überlebt. Geld auch. Da hat jüngere Schwester nach Deutschland bräucht. Maar nu ist die auch alt bleiben. Silke mag der Etenpacken oben und fragt, man, warum sind die Schwestern denn nicht zusammen nach jünger Leben genoten in der DDR getroffen? Die wollen mit dem Ostblock nix zu tun haben. Nur hör mal, Silke. Wie zwei könnt ihr all zusammen. Da vertell ich dir wat. Heel vertraulich. Kann sehen, dat ist nicht professionell, tustert Marleen. Warum vertell dat nicht wieder? Ich will schon nicht noch ob der Arbeit als ein Sludergerät verroten waren. Wieso nicht? Fragt Silke knäpsch. Bist dat all anerwegens? Marleen grinsmüstert und andert slagvaardig. Man bloß in Kroog an de Teig und dann lacht und pruscht die zwei miteinander und glupt gau nur rechts und nach links und dann nur mal ernsthaft. Hört to, sagt Marleen. Hier käm mal ein Kerl zu Besuch. Der hat Rieder für sin Doktorarbeit befragt. Da hab ich bin Rümpelchen Luke Award. Irland wären all Kommunisten und sind von Hamburg nach Mexiko utwandert. Noch für dat Hitler sich hier dat Regier übern Schnurr reden ha. In Mexiko gibt es today eine Kolonie von Marxisten, besonders Deutsche. Man, die sind Rieder und Schwester oppassen. Rieder wär all frühtätig und übertüchte Kommunistische. Sie bleib los und ledig und han Bach leif schuppen.
So was daar in den doorkring. Als utopische Theorie und vrijgeefse leef. Frieder geef sogar stolz aan dat zijn leefschap met Leo Trotsky ha, als nog bloot jong was. Tot dezelfde tijd als die kerel ook wat met de Mexicaanse kunstlerschap Frida Kahlo ha. Weet je die met de augenbrauen? Frieder Himmel Trotsky schien's nur noch an. Snackt Jimmers über Jimmer wunderbare Tijd miteinander. Den Leo Hallore een Sponschen Stalinist doodslaan. Du meinst den bekannten Kommunist Trotzki? Fragt Silke mit Twiebel. Mann, warum mümmelt sie denn ab und an was über ein Bronstein? Kommt heute wohl der Bronstein und so'n Kram? Will ich auch nicht, sagt Marleen. Vielleicht ein Besucher, den sie op Teugendeit. Als ich weet, ha ze boeten den door op neemten Doktorand, man bloot een Besuch had. Pastor Hansen, den het ze korthandig Rootsmäden und einem Drogenhändler neumt. Und den kniggert Marleen Liesen. Drogenhändler? fragt Silke verbiestert. Tjo, von wegen Religion ist das Opium für das Volk, erklärt Marleen. Och, das ist schon drollig, hat Silke und grient. Mann, der feine Herr? Was für'n feiner Herr? fragt Marleen baff. Och, ich hab zweimal so'n feinen Mann wie Rieder sehen, erklärt Silke. Mal stund er bij de deur en leunt mij voorbij. Andermal seid er bij op een leunstoel. Uschlich zwart und wit Haar, ein Spitzbord und ovale Brillengläs. Mal noch kicken, sagt Marleen. Nö, in Besucherboek vind ik man bloot die opneemten 2 und die. Silke fällt hebbelig in Wort. Nur hör mal to, was Google te sagen hat. Lev Davidovich Bronstein, später bekannt als Leo Trotzki, gestorben 21.08.1940 in Coyoacán, Mexiko. Gau, kijk die gauw Da ist sie schon, der feine Herr. Op de Deel. Wüsste man an der Tür vorbei. Wat? Marleen dreht sich und päst nach der Tür, kiekt noch Buten an. Ich seh nims, sagt sie und fangt an, der Tür lang zu gehen mit Silke achteran. Die Tür nach Rieder Stuf ist open. Der Old liegt da mit offenen Augen und Grinsmüstern. Marleen kiekt und rührt Nippernau an und sagt, sie ist just ein Mann weg von hier. Silke kiekt traurig, man auch zufrieden an und sagt, für was macht sie zusammen das Visit in Mexiko?